Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir wieder mal irgendeinen Blaster auf dem Tisch. Gott noch, das ist immer gutes Zeichen. Also, hab's gerade auch vorher getestet, Gott noch. Und wir haben, ja, da schrauben wir jetzt heute auch nicht dran rum. Also, die Pfeile verschießen wir schon einfach. Muss ja ein bisschen Spaß machen, aber das machen wir am Ende. Ich habe das letzte Mal, also als wir am eigenen Blaster rumbastelt haben, da waren wir am digitalen Zeichenbrettle und haben da so Design gemacht. Und ihr seht, der sieht immer noch so aus wie vorher. Immer noch recht pragmatisch, technisch. Also mal abgesehen von dem Magazin, was ja eigentlich irgendwie das Kernelement von dem Ding ist. Aber der Rest sieht noch relativ eckig, kantig, langweilig aus. Also langweilig würde ich jetzt nicht sagen, aber halt ja, sehr technisch und ein bisschen nackert. Vor allem der Teil. Also das ist ja nicht so gut, wenn man da einfach so reingreifen kann. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Und haben wir ja Design gemacht und alles. Und habe Modelle gemacht. Das ist jetzt das 200-prozentige. Aber auch 300-prozentige gemacht. Aber die sehen nicht mehr so schlicht aus. Das seht ihr bei dem Modell, könnt ihr auch das Magazin wegnehmen und wieder da. Ja, Druckqualität, das ist auf die Größe mit einer 04er Düse und man hätte sie vielleicht ab und zu auch mal einfach reinigen sollen. Aber da habe ich keine Zeit für. Das für grobe Modelle reicht's. Und dann schauen wir uns doch das mal an, wie das mit Design aussieht. Denn ich habe mich auch noch auf 300% entschieden. Also das da sind 1000% einfach aus dem Blender-Modell. Das ist halt, ja, der habe ich am Anfang vielleicht nicht aufpasst. Ist aber auch irrelevant. Gut, der Lauf ist nicht ganz original. Deswegen startet das nicht so richtig. Weil der viel zu lang ist. Aber da muss ich mir irgendwann später wahrscheinlich was überlegen, wie ich das Stativ mache oder gucke. Aber jetzt gucken wir mal das an mit Design. Da haben wir auch schon die erste Variante. Das ist da, ja, mit den verschiedenen Blautönen. Die habe ich mir für die Prophecy mal gekauft. Und das Blau habe ich in der Prophecy dran. Und auch in meiner Swordfish. Und ja, das ist eigentlich transparent, aber wenn das so dicht ist. Wenn ihr seht hier, da seht ihr das Schwarz noch durch. Und ja, ich bin da nicht ganz glücklich mit dem blauen Griff, deswegen habe ich es auf der anderen Seite mit dem schwarzen Griff probiert. Und das sieht einfach besser aus. Und bei dem Plastik ist da vorne das Silber, aber das geht gerade so. Also da in dem Ding nicht, weil das ist jetzt gerade euch Schicht, dass das natürlich nicht sauber rauskommt. Das ist eigentlich schon fast vorhersehbar. Aber es reicht, um grob zu sehen, wie es noch aussehen könnte. Und welche Farbkombination ich haben will. Und die gefällt mir eigentlich schon recht gut. Und dann habe ich aber gedacht, okay, das ist ein blauer Griff. Wollte ich einfach mal wissen. Da habe ich mal den Blaster komplett in blau ausgedruckt. Also das hätte aus Magazin in dunkelblau. Ja, also wenn ich da das Design ausdrucke, dann schaue ich schon, dass jedes Mal Düse anders ist und alles. Aber da wollte ich jetzt einfach mal schnell gucken und möglichst in kurzer Zeit und habe da weniger Wert auf das qualitativ hochwertige Druck gelegt. Und ja. Wobei es sieht schon putzig aus, so ein kleines Bleisterle. Wenn man das jetzt noch so eine ordentliche Druckqualität rauslasse, der alles, da hätte sich das schon schick machen am Regal. Gut, das macht sie. Das landet bei mir so auch im Regal, weil ich kann über so mangelnde Druckqualität hinwegsehen, weil ja, das ist halt doch die eigene Arbeit und da ist dann sowas nicht so relevant. Da ist man da ein bisschen toleranter. Aber sonst, ja, das sieht dann schon recht gut aus. Also, das hätte mir schon echt gefallen, das komplett in Blau. Und dann mit so hellblaue Akzente. Wobei ich nochmal einen ganzen Blaster ausdrucke. Puh, weiß nicht. Da müsste man dann, glaube ich, schon irgendwo was ändern, dass ich das von mir selber auch rechtfertigen kann, das Material, die Zeit und alles in Anspruch zu nehmen. Weil ich halt doch, man musste 3D-Drucker schon ein bisschen beobachten und ja, das will auch. Manchmal geht es halt nicht so und da muss man dann doch gucken. Muss man schon dabei bleiben. Also das ist jetzt nicht so automatisiert, wie ich es gerne hätte. Das Magazin lässt sich auch wechseln. Das ist jetzt, ich meine, da fällt das Hebel hinter um das Magazin da.
das Magazin einrasten zu lassen. Das habe ich jetzt da noch auf die Größe einfach alles mal weggespart. Also, das ist jetzt auch alles mit doppelseitigem Klebeband gemacht, falls ich dann nachher doch nochmal was probieren will. Und mir ist jetzt auch gerade beim letzten Druck ist mir der 3D-Drucker kaputt gegangen. Das ist jetzt ärgerlich, da muss jetzt mal gucken, dass ich das wieder repariert kriege und dann kann ich das Design auch mal groß ausdrucken. Also für die Farbkombination, für die ich mir noch entschieden habe. Weil ich habe ja den Blaster auch als Modell genauso in der Farbkombination rausgelassen. Also im Nachhinein, ja, vielleicht wäre es cleverer gewesen, ich hätte das alles noch in der Farbe rausgelassen. Aber ich habe halt gedacht, Prototyp, man nimmt das, was drin ist, da schnell geht, dass man schnell rauskriegt, ob es denn prinzipiell geht oder nicht. Ja, da ist halt da ein bisschen Silber und da ein bisschen schwarz. Und ich habe es tatsächlich, das Silber, das werde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal kaufen. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so, da gibt es besseres. Also, da gibt es silbrigeres Silber, ein bisschen schimmerneres Silber als das da. Das sieht hier so. Gut, vielleicht findet sie irgendwann mal was, wo ich sage, okay, da könnte ich genau das brauchen. Aber bisher dann doch lieber ist, dass es ein bisschen silbriger ist. Deswegen, das habe ich eigentlich auch gedacht, dass das ein bisschen, ja, ein bisschen schimmernder ist. Das habe ich, ja, aber das hat nicht ganz meine Erwartungen erfüllt. Deswegen habe ich das halt verwendet, dass das weg ist. Weil, bis auf die Farbe passt ja das Material, das macht er, da erfüllt er seine Funktion. Ja, und da habe ich gerade noch das Modell für den eigenen Blaster. Gerade noch, also den Griff und da vorne noch gerade noch so Ausdruck kriegt. Und das untere Teil fürs Magazin, den Dartstopper oder den Pfeilstopper, gerade noch so Ausdruck kriegt und da war es leer. Das hat gerade noch so gereicht. Na gut, sonst hätte ich halt der Kraug nochmal was ähnlich wäre. Jetzt haben wir mal die Farbkombinationen. Und für welche ich mich noch entschieden habe, das sehen wir dann zum Schluss. Danach schießen wir noch ein bisschen Pfeile. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt probieren wir mal was richtig knalliges. Ich habe ja das Orange, das habe ich irgendwann für den Streif gekauft. Das ist ja ziemlich nah an dem Ding. Nicht ganz, das ist ein bisschen. Also in der Kamera sieht es ein bisschen mehr aus wie das Nerf Orange, das halt standardmäßig so haben. Und das vor allem die Streifspitze hat und die ganze Taste. Ich meine, mein Streif jetzt, die hat nichts Oranges mehr. Aber die ursprüngliche Version hatte immer die ganze Taste und Zeug, so hat alles orange und das Deckel und die Klappe und was weiß ich. Ja, Fall halt, na. Sodele. Machen wir das wieder rein. Ich gedacht, probieren wir mal, wie das aussieht, wenn da bloß vorne das sieht schon in der Kamera sieht das schon richtig heftig aus. Schimmert denn echt nicht ganz so. Oder zumindest auf dem Bildschirm jetzt hier. Aber das ist eine interessante Farbkombination. Da habe ich gleich Griff, komplett beide Seiten schwarz. Aber das war mir dann doch vielleicht ein bisschen zu heftig. Ich dachte, wie sieht denn das mal aus, wenn man das grau macht? Habe ich jetzt Griff auch komplett auch grau gemacht. Und dann bloß die Spitze vorne orange. Die könnte man vielleicht auch so knallig grün machen. Und das können wir sogar jetzt, weil das ist ja alles nett. Also die Blaster selber sind geklebt. Gut, das Deckel ist bloß reingeklebt. Das wird das seht ihr, das wird jetzt so Krampf. Das seht ihr mal, wie das eufarbig aussieht. Also wenn es komplett Eufarbe hat. Das ist vielleicht auch interessant. Uiuiui. Ja. Das hebt da viel zu gut an dem Lauf. Das wird vielleicht auch. Jetzt. Ja. Dann machen wir das mal komplett orange, wie das aussehen würde, wenn es eufarbig wäre. Das dann vielleicht ein bisschen langweilig wäre oder das auch gut. Das ist jetzt alles. Ich meine, das ist alles mit doppelseitigem Klebeband und alles und halt einfach gesteckt, damit genau das, was ich jetzt mache, dass man das noch machen kann, ein bisschen rumspielen. Gut, der Teufahner wird später auch gesteckt. Ich meine, der hat es jetzt. Das ist so leicht, dass es das da mal verzieht und ja. Und das ist jetzt hier auch ein bisschen arg eingeklemmt. Also das Ding biegt sich jetzt einfach durch, weil das Ganze festhaltet. Das ist später hoffentlich nicht mehr so.
Und das ist jetzt alles ein bisschen arg eng, aber es reicht, um's zu testen. Und man könnte es jetzt noch ein bisschen mehr feilen und ein bisschen Kleber und was weiß ich und dann hätte das auch halbwegs. Oder einfach mit der 02er ausdrucken und schauen, dass man bessere Druckqualität hinkriegt. Aber dann dauert es auch wieder lang oder länger und das war ja Sinn und Zweck, das gerade so groß zu machen, dass man das probieren kann, aber so schnell das halt auch Gott. Das war dann doch slow. Also da wäre es dann halt so wahrscheinlich nicht so richtig klappt. Aber das war jetzt gerade so groß, dass es passt hat. Ja, sieht auch ganz gut aus, wenn das bloß orange ist. Könnte man halt schon vorstellen, dass man dann sagt, okay, also wenn man das ein bisschen anmalt oder so, dann das ist ein bisschen Schatten oder so hat oder irgendwie. Ja, das könnte schon auch cool aussehen. Also da gibt's viele Optionen. Bei denen mal, ja, schert dich verkratzen. So, dass ihr das auch alles seht. Ja, und ich habe auch schon die nächste Designidee, was wir da so machen können. Ich will nur vielleicht eine Variante machen, die so richtig technisch aussieht, also so richtig kantig und dafür ausgelegt ist, dass man möglichst viel Zeugs nachbauen kann. Also, wenn, das zeige ich euch noch gleich. Jetzt bauen wir das erstmal zusammen, weil da wäre ja vorne unten, wäre ja noch, wo normal so ein Magazin ist, da wäre ja noch Platz für irgendwelche Anbauteile, die auch Funktionen haben. Also so Raketenwerfer oder sowas. Und da kennt man dahinter noch, was weiß ich, nochmal Anbauteil und eine Zielfernröhre und alles mögliche. Und das alles ein bisschen technischer, kantiger aussehen lassen. Weil das ist jetzt ja, ein bisschen abgespacedes Design. Oh ja, das Grau und Grün wirkt da auch gut. Also, weil mit dem Grau und Orange, dann könnte man dann vielleicht, weil die Tanks habe ich jetzt hier weglassen, das war die jetzt auch im ersten Schritt nicht mit ausdrucken. Das kann dann sein, dass ich da noch, das mit den Tanks, das hat ein bisschen dann so, da könnte man dann, also so ein bisschen Mad Max-Style oder sowas, keine Ahnung, so in der Richtung. Das dann aber auch ein bisschen bemalen, dass das ein bisschen, ja, rostig, dreckig aussieht. Aber im ersten Schritt will ich mal einen sauberen Plaster haben. Was ich gemeint habe, na, das seht, habe ich jetzt so in meiner Hand. Und man muss den Trigger mit dem Mittelfinger bedienen. Und da hätten wir jetzt ja hier, wenn man das hinkriegen würde, dass man da Anbauteile macht, die man so in dem Bereich hat, dass man sie gerade noch mit dem Finger bedienen kann. Ich meine, das ist jetzt alles halt für Rechtshänder ausgelegt, aber man könnte das Ganze ja auch gespiegelt ausdrucken. Und dann wäre plötzlich alles auf der anderen Seite und dann wäre der Taster auf der anderen Seite. Oder was ich mir überlegt, dass man das einfach den Taster, den können. Ich meine, gut, ideal wäre, wenn der Taster hier wäre. Das wäre dann wäre es einfach alles mittig, dann wird es von beide Seiten her Wasser. Das wäre ideal. Das bin ich mir überlege, dass man den dann da vielleicht einlegt oder so. Und dann kann man. Aber das ist jetzt fürs Erste. Ich meine, das Ding muss ich also irgendwann mal überarbeiten, aber das kommt auch alles noch. Das habe ich jetzt halt fürs erste Mal so gemacht. Und was ich mir überlegt habe, wie sieht denn das aus, wenn wir da ein bisschen Metallic haben? Und ich habe da so ein schönes Metallic Rot. Und das habe ich da graue Spitze vorne drauf gemacht. Das sieht auch recht cool aus. Also das hat auch schon was. An der anderen Seite ist halt, ihr habt da
bloß einen schwarzen Griff gehabt, weil ja, und 3D-Drucker ist jetzt mal temporär kaputt. Muss ich richten. Habe ich gemacht, muss ich reparieren. Das ist normal. Irgendwie. Dinge gehen kaputt, muss man halt wieder reparieren. Kriegt man schon alles hin. Ja. Aber seht, das Grüne ist auch. War schon schwer am Überlegen, das Blau. Ich meine, wenn er meine Prophecy kennt, die ja eine ganze Profilbilder zu sehr war oder noch zu sehr ist, wie auch immer, und ein Banner, und das auch mein erstes Video war. Und die ist halt auch transparent blau, dann habe ich das Swordfish in transparent blau. Und dann habe ich gedacht, ja komm, brauchst du mal eine andere Farbe. Also schauen wir uns die Farbkombination an, für die ich mich jetzt mal entschieden habe. Das ist da vorne so dunkelgrün, so transparent, mit dem giftigen Grün. Und jetzt machen wir da seitlich die Motorabdeckung. Und das ist jetzt da vorne wirklich die Farbkombination, wie es da auch ist. Und dann machen wir den Griff, machen wir schwarz. Und das passt eigentlich recht gut mit dem Silber. Das sieht dann recht cool aus, hoffe ich auch. Gut, der Schalter ist noch, der ist schwarz. Das ist halt dem geschuldet, dass ich das ja doch recht simpel ausgedruckt habe. Und der Deckel oben machen wir auch grün. So sieht es dann von innen aus. Das wird schon recht cool. Was ich mir überlege, wie man das da vorne mit dem Lauf, weil ich will ja da irgendwann mal auch eine Tracer-Unit haben, wenn man das dann macht. Aber jetzt machen wir erstmal das Design. Und dann machen wir die Tracer-Unit. Und vielleicht kriegt man da wenn man die LEDs ja schon in den Schwungrädlerskäfig reinpackt. Also vielleicht da, wobei der Deckel ist, da ist nicht arg viel Luft. Das müsste man dann in den Deckel irgendwie reinpacken, dass die dann oben durchscheinen. Hey, ich denke da nochmal drüber nach. Was ich mir auch noch überlegt habe, das war dem Modell auch noch, oder habe ich im Modell schon geändert. Ich will in dem Griff auf beide Seiten so ein Namensschild drin haben. Und das machen wir vielleicht auch in dem giftigen Grün. Vielleicht machen wir es auch mal grau oder mal schwarz wahrscheinlich nicht. Aber wobei ich kann es ja mal in dem giftigen Grün und dem dunkelgrün rauslassen und gucken, was mir besser gefällt dann noch. Einfach mal reinlegen. Und da machen wir oben, das habe ich auch schon anpasst. Da machen wir da so Spannungsanzeige rein. Und das ist auch gerade, die leuchtet dann auch grün. Das habe ich ein bisschen kompakter gemacht, dass halt auf das, oder hoffentlich auf das passt. Müsste eigentlich auf das passen dann. Und da den Kabelkanal noch rein gemacht, der dann, und einfach die Kabel reinfummeln können, dass dann durch den Deckel durchgeht. Und den Deckel müssen wir wahrscheinlich, da bauen wir einfach ein Lächeln rein. Den Drucke weg. So eine Kleinigkeit. Das muss ich dann aber auch Modell noch anpassen. Aber den Drucke weg, so eine Kleinigkeit nicht nochmal aus. Da bin ich schwarzbefreit, da kommt der Lächeln rein. Das ist ja auch bei dem, habe ich auch ein Lächeln reingeschnitzt. Das habe ich nachher im Modell schon noch ergänzt und alles. Also wenn ich das jetzt nochmal ausdrucke, dann wäre das Original drin. Da wo es reingehört. Aber so Sache, das muss halt einfach nochmal dem Ding aufpasst, oder gut ist. Ja, könnt ihr euch ja mal in die Kommentare beschweren, wenn ihr eine andere Farbkombination gewählt hättet. Aber mein Blaster. Ihr dürft es dann, bei euren Blaster wählen, wie ihr wollt. Aber ich mache das in der ersten Schritt. Und ja, mir reizt das, so noch ein paar unterschiedliche Designs zu machen, einfach damit rumzuspielen. Und ja, wäre schon cool eigentlich auch nochmal. Ich habe den ersten Prototyp neulich das Video nochmal angeschaut. Spielen wir Runde Domino. Muss man da vielleicht irgendwie Stativ noch überlegen. Wobei die Griff hat es auch ein bisschen unterschiedlich rausdruckt.
Deswegen steht die ein bisschen schief. So, das Grün wirkt, also das giftige Grün wirkt schon heftig in der Kamera. Das seht ihr dann auch, dass es mit. Weil eigentlich wäre es ideal, wenn ich da noch. Ja, die Schraube hätte ich da genau den Steg noch machen sollen. Das ist ein bisschen. Weil das wäre schon cool, wenn man die Schraube noch verdeckt. Also, die Schraube war nachher durchs Namensschild verdeckt, das habe ich schon so gemacht. Dann sieht man noch die Schraube. Die Schrauben, die sind noch alle verkleidet. Da kommt einfach Ding drüber geklebt. Die Schraube sieht man noch, die Schraube sieht man noch. Also die wird umdreht. Die Schraube, die dahinter, das sieht man noch. Und auf der Seite sieht man dann eigentlich bloß einen Schalter, sonst nichts. Oh ja, das ist halt dann so. Das ist jetzt aber auch nicht dramatisch. Also zumindest nicht für den ersten Prototyp. Oder für das erste Design. Wenn man da ein paar Schrauben sieht. Man, das nicht besser aussehen, wenn man das nicht sehr hätte, aber auf der anderen Seite will ich den ja vielleicht auch nochmal zerlegen und was reparieren. Also von daher ist das ganz okay. Ich meine, man könnte da schon Dinge, so Stopfer drauf machen oder sowas, aber dann kriegt man das. Dann wird es auch echt kompliziert. Das ist schon ein gewisser Unterschied zu so Spritzgussteil. Also wenn man so fertige Blaster, die sieht schon ein bisschen anders aus. Da wäre das halt 2 Schale und da wäre das ganze mit in der Schale drin. Weil das können die beim 3D-Druck da auch vielleicht vereinfachen, aber ich wollte es so eine gewisse Modularität wohl die haben. Ja. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet, weil es euch am besten gefällt, oder? Ich habe halt einmal den Großteil von den Filamenten nochmal, das ich da hat und da mal ein bisschen was probiert. Da sind ja der Fantasie recht wenig Grenzen gesetzt hier. Ich meine, wir können ja da eine ganze noch rumspielen. Wenn der erste Prototyp angeschaut hat, das war ein recht kompakter Blaster eigentlich. Also, ich habe jetzt die Batterie in Schulterstütze gemacht. Man könnte auch die Batterie da unten noch machen. Und da hätte man dann hier quasi eure Einheit aus dem Ganzen. Und dann wäre das mehr Pistole wie quer. Also von der Größe her. Das könnte man auch noch machen. Und was ich mir jetzt auch Gedanken gemacht habe, weil das ist ja in den Kommentaren schon ein paar Mal erwähnt worden, wie man das vielleicht doppelstöckig hinkriegt oder 3-4-stöckig, dass man wirklich, ich meine, da passt jetzt 40, 42 Schuss gerade so rein. Und was man auf jeden Fall auch noch braucht, ist da auch noch so ein Ding zum Drehen, damit man den Schieber mitdrehen kann. Also irgendwie vielleicht da oben irgendwas drauf, dass man wie bei den Lauftrommelmagazinen einfach auch den Schieber mitdrehen kann. Indem man da oben dreht. Und das brauchen wir dann auf jeden Fall. Also Doc Gott's noch, da kommt um den Stapel rein. Aber in dem Moment, wo man das mehrstöckig macht, wird das Lader ein echter Aufwand. Aber ja, wenn man dann 80 Schuss reinkriegt oder so, muss man halt auch. Dann lädt man das auch immer gemütlich daheim. So. Und dann reicht es. Dann reicht es so ein Event lang, wenn man Glück hat. Und wenn nicht, nimmt man halt ein zweites Magazin mit und dann hat sich das erledigt. Das wäre schon. Also das zweistöckig machen wäre schon cool. Wenn die Schraube muss so bleiben und da vorne der Teil muss irgendwie ein bisschen. Wobei den Teil kann man. Das muss ich so lassen, den Teil hier. Aber der Rest kann ich dann aufstocken. Da gucken, wie weit das überlappen muss, dass das passt. Aber sonst machen wir da einfach. Schauen wir, dass wir auf die Schraube gehen. Und dann machen wir zusätzliche Schraube, die dann das. Hab da schon Ideen, wie das vielleicht gehen könnte, weil dann muss man halt den Schieber, der muss auch in die Etage mit hoch und runter gehen. Also bin ich mir überlegen, machen wir das Design fertig, machen wir das dann zweistöckig und überlegen uns dann vielleicht neue Designs. Oder machen wir als nächstes nochmal ein anderes Design. Also vielleicht das Comicartige oder vielleicht doch
Doch eher ein kantigerer technischer Stil, wobei kantig technisch dürfte ziemlich zügig entwickelt sein. Also, wenn ich da das recht glatte Formen und alles, das ist recht schnell entwickelt. Also ich meine, das mit der geschwungenen Form und so, das hat wesentlich länger gedauert, aber das wollte ich einfach so haben. Und irgendwas hat sich in mir gewehrt da, also richtig, was spielen wir heute? Domino. Blasterless Domino. Irgendwas hat sich in mir gewehrt, da was Realistisches draus zu machen. Weil wir könnten da jetzt schon American 180 draus machen, aber mein, man kann die dann auch ein bisschen comic-mäßig machen und was weiß ich, das Magazin ein bisschen komisch aussehen lassen und alles. Und das dann wild aussehen lassen und dann kann ich die einfach in weiß ausdrucken, mit dem Edding ein bisschen anmalen, also so ein bisschen Schattierung und sowas rein. Das könnte auch witzig aussehen. Und das ist einfach ein bisschen, ja, nicht so ernsthaft, weil das ist das, was mir eigentlich in Nerfblasters oder generell ein Schaumstoff-Pfeilblasters gefällt, dass die halt ein bisschen witzig aussehen. Das finde ich halt, das gefällt mir einfach daran und das wollte ich auch beim eigenen Blaster haben. Das ist einfach, ja, ein bisschen was Komisches, ein bisschen was Ulkiges, ist schon nichts allzu Ernstes. Will da keine richtige militärische Geschichte oder sowas. Das brauchen wir nicht. Das gibt schon genug in der Welt. Da seht ihr, ich bin recht zufrieden. Und auch da, das ist mit dem Silberschwarz. Ich glaube, das ist jetzt hier nur in dem Druck nicht so, dass das da normalerweise schließt das da an der Stelle mit ab. Also da müsste man da, ja. Und was mir auch noch eingefallen ist, also abgesehen davon, dass ich da ein Namensschild haben will und dass ich den Monitor dahinter anpassen muss, könnt hier auch noch Verkleidung drüber machen. Also auch einfach so ein kleines Teile-Entwickler. Das machen wir dann machen wir schwarz. Und das dann dort noch kleben. Also halt bloß auf der Seite noch kleben, dass man, wenn man das wegmacht, dass es da noch los ist. Das könnt ihr noch machen. Das wäre eigentlich eine Option, da wäre das da noch. Dann regnet es da nicht rein. Aber das ist so Dinge, da fällt uns auch noch was ein. Ich meine, cool wäre hier auch noch irgendeine Schnittstelle, dass man da unten noch was nachbasteln kann. Und wenn man dann irgendwie, da kann man nach vorne greifen und das auslösen oder so. Was auch immer da unten nachkommt, das muss ich dann noch entwerfen, dass es zur restlichen Optik passt. Aber ja, jetzt schießen wir mal eine Runde. Sodala. Jetzt habt ihr das auch in Aktion gesehen. Oh, die Modelle riechen immer so gut. Ich glaube, das tut denen, die laufen jetzt mit 11 Volt oder so, das tut denen nicht gut. Aber wie schon gesagt, Prototyp, der muss jetzt nicht ewig halten. Ich mein, da bin ja schon zufrieden, dass es überhaupt funktioniert. Also von daher, bin begeistert. Jetzt muss ich nur noch einen 3D-Drucker wieder zum Laufen kriegen, dass ich auch loslegen kann. Das war dann auch. Ich glaube, das zeige ich dann, wenn es fertig ist, weil das dauert eine Zeit lang, bis das ausdruckt ist und alles. Und dann gucke ich immer Stück für Stück, ob es passt oder nicht. Und dann zeige ich euch den Blaster noch einfach, wenn er fertig ist. Oder vielleicht zeige ich euch immer mal einen Zwischenstand, das kann auch sein. Oder vielleicht die Front fertig haben oder. Das überlege ich mir dann. Das sehen wir dann. Und ich glaube, das mit Bildschirm, das drucke ich mit der Anzeige, das drucke ich ziemlich zügig aus, dass ich testen kann, ob das geht. Und ja, wird spannend. Lasst ein Abo da, dann kriegt ihr mit, wie es weitergeht. Lasst einen Kommentar da, das tät mich freier, wenn er da ein bisschen eure Meinung kundtut, was er ganze Arbeit tätet. Und wenn Zeit lang genug ist, dann machen wir das auch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.